Meine Damen und Herren, geehrte Gäste. Lep dober večer in prisrčno dobrodošli v veliki dvorani Narodnega doma v Celju. Guten Abend und herzlich willkommen im großen Saal in Narodni dom Celje. Že vrsto let na prvi pomladni dan v sodelovanju z enim od veleposlaništev akreditiranih v naši državi počastimo Svetovni dan poezije s prireditvijo Pozdrav pomladi. Letos mineva 120 let od rojstva Bertolta Brechta, ki velja za enega najpomembnejših in največjih nemških dramatikov in reformatorjev gledališča 20. stoletja, zato današnji večer posvečamo prav njemu. Schon seit Jahren ehren wir am ersten Frühlingstag der Internationalen Tag der Poesie mit der Veranstaltung Gruß an der Frühling, die wir immer in Zusammenarbeit mit einer der Botschaften in Slowenien vorbereiten. Am 10. Februar vergingen 120 Jahre seit der Geburt von Bertolt Brecht, der einer der einflussreichsten deutschen Dramatiker des 20. Jahrhunderts war, und deswegen widmen wir den heutigen Abend gerade ihm. Dovolite mi, da najprej opravičim predsednika Republike Slovenije, ki nas je tik pred prireditvijo obvestil, da mora zaradi trenutne politične situacije ostati v Ljubljani. Prisrčno pozdravljamo župana mestne občine Celje, gospoda Bojana Šrota, in poslanca v državnem zboru, gospod Janjo Sluga in gospoda Vinka Gorenaka. Med nami prisrčno pozdravljamo tudi častnega pokrovitelja nocojšnjega večera, veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Republiki Sloveniji, njegovo ekscelenco, gospoda Klausa Riedla. In unserer Mitte begrüßen wir auch seine Exzellenz, den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Klaus Riedel, der den Ehrenschutz über den heutigen Abend übernommen hat. Herzlich begrüßen wir auch andere eminente Gäste aus Slowenien und Ausland, die heute hier mit uns sind. Pozdravljamo tudi gospoda Uweja Rajsiga, direktorja Goethe Inštituta Ljubljana, udeležence mednarodne konference e-sodelovanje v e-regiji, ki jo te dni gostimo na GCC na čelo z gosti iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Italije in prorektorjem Univerze v Trstu, dr. Albertom Bartolijem. Pozdravljamo tudi predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, mestne občine Celje in mestnih četrti, ravnateljice in ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz regije. Poseben pozdrav velja tudi našim vrstnikom iz Nizozemske, ki jih gostimo na izmenjavi v Celju, ter kolegom z liceja Franceta Prešerna v Trstu. Četudi se je Brecht rodil v družini bogatih industrialcev, je rad pripovedoval zgodbice v revnem otroštvu. Poezijo je začel pisati že zelo zgodaj, kot dijak Augsburške gimnazije, kjer je veljal za nemogočega in napornega mladostnika, saj se je že takrat zoperstavljal avtokratskemu šolskemu sistemu, svoja spoznanja pa zapisoval v pesmih, črticah in esejih. Začel je študirati medicino in filozofijo v Münchnu, kmalu pa je študij opustil in se posvetil literaturi in gledališču. Obwohl Brecht in einer reichen industriellen Familie geboren wurde, erzählte er gerne Geschichten über seine arme Kindheit. Er begann schon sehr früh zu dichten als Schüler des Augsburger Gymnasiums. Dort hielt man ihn für einen schwierigen Teenager, denn er widersetzte sich schon damals dem autokratischen Schulsystem. Seine Einsichten schilderte er in Liedern und Essays. Er begann in München Medizin und Philosophie zu studieren, aber bald brach er das Studium ab und widmete sich der Literatur und dem Theater.
Prvo igro Bal je napisal leta 1918, prvi vidnejši uspeh pa je doživel z dramo Bobni v noči. Njegova začetna dela so bila provokativni upori proti malomeščanstvu, nato pa se je usmeril k poučnim socialno-kritičnim igram. Po letu 1926 je prišel k epskemu gledališču, za kar je bilo zelo pomembno sodelovanje s skladateljem Kurtom Weilom. Iskal je dejavnega gledalca, ga skušal s potujitvenim učinkom moralno in socialno vzgajati ter ga pripraviti k razmišljanju. Sein erstes Stück, Bal, hat er 1918 geschrieben. Den ersten großen Erfolg erreichte er mit dem Drama Trommeln in der Nacht. Die ersten Werke waren eine Art provokative Revolte gegen das Kleinbürgertum, dann wandte sich Brecht den sozialkritischen Lehrstücken zu. Nach 1926 ging er zu dem epischen Theater über, wobei die Zusammenarbeit mit dem Komponisten Kurt Weill von großer Bedeutung war. Brecht suchte einen aktiven Zuschauer und versuchte ihn durch den Verfremdungseffekt moralisch und sozial zu erziehen und ihm zu Nachdenken zu zwingen. Leta 1928 je bila v Berlinu prvič uprizorjena opera za 3 groše, najodmevnejša gledališka premiera Weimarske republike. Po njej je bil posnet tudi film, ki je Brechtovo in Weilovo ime ponesel v svet. Brecht kljub uspehu igre ni bil zadovoljen z občinstvom, saj po njegovem mnenju ni dojelo njegove ostre satire malomeščanske družbe, pač pa se je bolj navduševalo nad melodičnimi songi. Im August 1928 wurde die Dreigroschenoper, die als einer der größten Theatererfolge der Weimarer Republik galt, in Berlin uraufgeführt. Nach dem Theaterstück drehte man auch einen Film, der Brecht und Weils Namen in die Welt brachte. Trotz des Erfolges des Spiels war Brecht mit dem Publikum nicht zufrieden, denn die Leute haben seine scharfe Kritik an der kleinbürgerlichen Gesellschaft nicht begriffen, sondern waren von den melodischen Songs beeindruckt. Od leta 1930 so nacionalsocialisti motili Brechtove predstave. Na začetku leta 1933 je policija celo prekinila predstavo. Brecht je z družino in prijatelji zapustil Berlin in pobegnil v tujino. Leta 1935 so mu odvzeli nemško državljanstvo, po vojni pa se je vrnil v Berlin, kjer je leta 1956 umrl. Am 1930 begannen die Nationalsozialisten Brechts Aufführungen zu stören. Zu Beginn des Jahres 1933 wurde eine Aufführung sogar durch die Polizei unterbrochen. Brecht verließ mit seiner Familie und Freunden Berlin und flüchtete ins Ausland. 1935 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Nach dem Krieg kam er zurück nach Berlin, wo er 1956 starb. V operi za 3 groše Brecht kritizira ves družbeni sistem, ki je podrejen pridobivanju dobička legalne ali nelegalne oblasti. Gre za besedilo, ki je aktualno v vseh časih. Nikoli ni bolj ali manj primernega trenutka za uprizarjanje. Po Brechtovo bi lahko dejali, da sta vsaka družba in vsako obdobje skorumpirana, čeprav na različne načine in različno intenzivno. In den Dreigroschenoper kritisiert Brecht das gesamte Gesellschaftssystem, das dem Gewinn des Profits der legalen oder illegalen Macht untergeordnet ist. Die Dreigroschenoper ist ein Text, der immer aktuell ist. Es ist nie ein mehr oder weniger geeigneter Moment für die Inszenierung. Nach Brecht konnten wir sagen, dass jede Gesellschaft korrumpiert ist, obwohl unterschiedlich intensiv und auf verschiedene Art und Weise. S prepletom besede, glasbe in giba nas bodo dijakinje in dijaki gimnazije Celje Center sedaj popeljali v svet Makija Noža in njegovih prijateljev ter sovražnikov. Durch eine Verknüpfung von Wort, Musik und Tanz werden uns die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Celje Center jetzt in die Welt von Meki Messer und seinen Freunden und Feinden führen. Spoštovane gospe in gospodje, dobrodošli v svetu za 3 groše.
Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in den Dreigroschen-Welt. Spoštovani gostje, sedaj boste slišali opero. Ker bi morala biti ta opera tako razkošna, kot si jo lahko predstavljajo le berači, in ker naj bi bila tako poceni, da bi jo berači lahko tudi plačali, se imenuje opera za 3 groše. Meine Damen und Herren, die Drei-Groschen-Oper. Wach auf, du verrotteter Christ! Mach dich auf dein sündiges Leben! Zeig, was für ein Schurke du bist!
Der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinem Bruder die Schuft. Verschacher dein Eheweib du Wicht. Der Herrgott, für dich ist der Luft. Er zeigt dir bei Jungcings gerecht. Jonathan Pičem je lastnik podjetja Beračev prijatelj, v katerem londonski berači v zameno za polovico svojega zaslužka dobijo pripomočke, da ustvarijo zunanjost, ki seže tudi v najbolj zadrta srca. Piču matarjajo hude skrbi. Ne le, da se mora ukvarjati z berači, ki prosijačijo na lastno pest, ugotovi tudi, da je njegova hči Polly odšla z gangsterjem Mackyjem Nožem in se ni vrnila domov. Und jetzt werde ich dir auch sagen, wer dieser Herr mit den weißen Handschuhen ist. Mackie Messer. Gottes Willen, Mackie Messer! Jesus, komm, Herr Jesus, sei unser Gast! Polly, was ist mit Polly? Polly? Polly ist nicht nach Hause gekommen. Das Bett ist unberührt. Anstatt dass sie zu Hause und im warmen Bett bleiben, brauchen sie Spaß. Gerade als ob man eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mond über Soho, das ist der verdammte, fühlst du mein Herz schlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Anstatt dass sie was täten, was einen Sinn hat und einen Zweck, machen sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Das ist der Wo bleibt dann ihr verdammte Mond über Soho. Das ist der verdammte Wo bleibt dann ihr verdammte Fühlst du mein Herz schlagen Text. Das ist das, Wo ist dann das? wenn du wohin gehst, Geh auch ich wohin, Johnny. wenn die Liebe aus ist Und im Dreck du verreckst. Globoko v notranjosti Soha medtem bandit Mackie Nož praznuje svojo poroko s Polly Pičem, hčerko kralja beračev. Svatje so njegovi gangsteri, ki prenašajo ukradeno pohištvo, hrano in darila. Pastor Kimball poroči zaljubljenca. Meine Herren, heute sehen Sie mich die Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel. Doch Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Nein, Sie wissen, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragte, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich stehen sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Wissen immer noch nicht, mit wem sie reden. Na poroko pride tudi šef londonske policije Jackie Brown, ki je od služenja vojske Mackov tesen prijatelj. Setz dich, alte Schaluppe, und segel mal hinein in den Whisky. Ach, Jackie, erinnerst du dich, wie wir, du als Soldat,
und ich als Soldat bei der Armee in Indien dienten. Ach, Jackie, singen wir gleich das Kanonenlied. John war der Unter und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie fragt keiner mehr sein. Und marschierte hinauf nach den Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Von Paris aus behaart. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, der braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Paris aus behaart. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, der braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Setz dich, Polly. Siehst du den Mond über Soho? Ich sehe ihn, lieber. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebter? Ich fühle es, Geliebter. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch sein. Und gibst auch kein Schriftstück von Standesamt. Und keine Blumen auf dem Altar. Und weiß ich auch nicht, woher dein Brautkleid stammt. Und ist keine Myrte im Haar. Der Teller, von welchem du isst es dein Brot, schau ihn nicht lang an, wirf ihn fort. Die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder jenem Ort. Za Pičuma, ki pozna tudi trdo plat sveta, pomeni izguba hčerke popolno uničenje. Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber McHeath an. Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und das muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hatte und wenn er nett war und sein Kragen war auch wertagsrein, und wenn er wusste, was sie bei einer Dame schickt, dann sagte ich ihm nein. Da hab ich immer seinen Kopf genommen, bleib ganz allgemein. Sie erschien der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer fast gemacht, aber weiter kann nicht sein. Ja, da kann man nicht nur hinlegen, ja, da muss man kalt herzlos sein. Ja, da konnte doch viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur Nein. Jedoch eines Tages und der Tag war blau, kam einer, der mich nicht bat, und er hängte seinen Hut an den Nagel meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte und als er nicht nett war und sein Kragen war auch am
Polini starši so zgroženi zaradi hčerkine izbire in ker se Poli ne strinja z ločitvijo, se Pičem odloči, da bo Mekhita prijavil, medtem ko njegova žena obišče Mekove prostitutke in jim obljubi nagrado za njegovo glavo. Po Pičemovi prijavi Brown ne more več ščititi svojega prijatelja, zato Poli in Brown Meku svetujeta naj pobegne. Und jetzt, adieu, mein Herz. Es hat so kurz gedauert, Mac. Reiß mich nicht das Herz aus dem Leibe. Bleib bei mir und lass uns glücklich sein. Ich muss mir ja selber das Herz aus dem Leibe reißen, denn ich muss fort und niemand weiß, wann ich wiederkehre. Es hat zu kurz gedauert, Mac. Hört es denn auf? Ach, gestern hatte ich einen Traum. Da sah ich aus dem Fenster und hörte ein Gelächter in der Gasse. Und wie ich hinaussah, sah ich unseren Mond. Und der Mond war ganz dünn, wie ein Penny, der schon abgegriffen ist. Vergiss mich nicht, Mac, in den fremden Städten. Ich vergesse dich nicht, Polly. Adieu, Mac. Adieu, Polly. Und er kommt doch nicht wieder. Namesto, da bi pobegnil, se Mac poda v bordel, kjer ga prostitutka Jenny izda policiji. In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern wie hinter einem Raum. Ich schützte sie und sie erlernte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Fall kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blickte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wiederholen, bitte sehr. So hielten wir ein gutes halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. In jener Zeit, die jetzt vergangen ist, war mein Freund, ich war ein junges Ding. Und wenn kein Satz der war, hat mich angehauen. Da hieß das gleich, du, ich versetze keinen Ring. Ein Ring ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber tückisch, Jana weißte. Ich frag ihn manchmal direkt, was sich verdreiste. Da hätte mir aber ein Zahnfleisch gelangt. Da bin ich manchmal direkt erkrankt. Das war so schon in diesem halben Jahr, in dem Bordell, wo unser Haushalt war.
Ko Mac prispe v ječo Old Bailey, svojega prijatelja Browna kaznuje z nemim zaničevanjem. Mac se boji, da bo Brown izvedel za njegovo razmerje z njegovo hčerko Lucy. V ječi se naenkrat pojavi noseča Lucy, ki Macu učite njegovo poroko s Polly, vendar Mac vse zanika. Tudi ko v ječo prispe njegova žena Polly, trdi, da poroke ni bilo. Ženski se prepirata zaradi Maca, ki pa se postavi na Lucyino stran, saj upa, da mu bo pomagala pri begu iz ječe. Ach, man nennt mich Schönheit von Soho und man sagt, ich habe so schöne Beine. Meinst du die? Man will doch auch mal was Hübsches sehen. Und so hübsch gibt es nur eine. Du Dreckhaufen. Selber Dreck kaufen. Ich soll auf meinen Mann so einen Eindruck machen. Sollst du das? Ja, dann kann ich wirklich lachen. Kannst du das? Meinen Sie es auch? Mit so einer befasst sich sowieso keiner. Na, das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. Mackie und ich. Wir lebten wie die Tauben. Er liebt mich. Das lasse ich mir nicht rauben. Da muss ich schon so frei sein. Das kann doch nicht vorbei sein. Wenn da so ein Mischstück auftaucht. Lächerlich. Also, liebe Lucy, beruhige dich, ja? Es ist doch ganz einfach ein Trick von Polly. Sie will mich gern mit dir auseinanderbringen. Mich hängt man und sie möchte gern als meine Witwe herumlaufen. Wirklich, Polly, das ist doch nicht der richtige Augenblick. Du hast das Herz, mich zu verleugnen. Bleibt die Rücke heben und ihre Augen einfach drehen kann. Zuerst muss sie nur was zu fressen geben, dann kommt die Reden, damit fängt es an. Ihr, die auf unsere Scham und eure Lust besteht, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer schickt und wie ihr es immer dreht. Es kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Es muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sie ihr Teil zerschneiden. Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich der Menschenbeinen aussieht, Einbein, Apfel und Fies. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann. Ich werde bildet euch nur da nicht sein. Der Mensch lebt nur von dieser Tat an. McHit pobegne in Pitchum Brownu učita nesposobnost. Zagrozi mu, da bo s svojimi sodelavci sabotiral kronanje. Ko Pitchum mobilizira svoje berače, se pojavi Brown, da bi vse aretiral zaradi beračenja. Pitchum mu pove, da so v mestu še številni drugi reveži, ki bodo motili kronanje. Pod pritiskom Brown pristane, da bo ponovno aretiral McHita. Niti Polly, niti Lucy ne vesta, kje se nahaja Mac. Spoznata, da sta bili obe prevarani. Nicht wahr, Sie wissen, wo er ist. Ich, wissen Sie es denn nicht? Jetzt sagen Sie sofort, wo er ist. Ich habe keine Ahnung. Ach, Sie wissen also nicht, wo er ist. Ehrenwort. Ich weiß es nicht. Ja, wissen Sie es denn auch nicht? Das ist ja ungeheuer. Jetzt hat er 2 Verpflichtungen und er ist weg. Ich ertrage das nicht mehr. Ach, Polly, es ist so schrecklich. Ach, Lucy, ich bin ja so glücklich, dass ich zum Ende dieser Tragödie eine solche Freundin gefunden habe. Ach, Polly, sei nicht so nett zu mir, wirklich. Ich verdiene es nicht. Polly, die Männer sind es nicht wert. Ja, die Männer sind es echt nicht wert. Aber was kann man da machen? Nein, jetzt mache ich reinen Tisch. Polly, wirst du es mir sehr übel nehmen. Was? Er ist nicht echt. Wer? Das da und alles wegen diesen Verbrechers. Das ist ja großartig. Ein Muff war das. Hey, du bist ja echt ein großes Aas.
Lucy. Möchtest du den Mackie? Ich schenke ihn dir, wenn du ihn finden kannst. Was war denn das? Mackie, sie haben ihn wieder gefangen. Jetzt ist alles aus. Polly, hier finde ich dich. Zieh dich um, dein Mann wird gehängt. Das Witwenkleid habe ich schon mitgebracht. Du wirst Bild schon aussehen als Witwe. Nun sei aber ein bisschen fröhlich. Makit je ponovno v zaporu. Naslednje jutro naj bi bil usmrčen. Njegovi možje se ne trudijo preveč, da bi zbrali potreben denar, s katerim bi Mac podkupil stražnika Smitha. Tudi Polly ga ne more rešiti. Mac pa se tudi tik pred smrtjo noče pobotati s svojim prijateljem Brownom. Verehrtes Publikum, wir sind soweit und Herr Mackie wird aufgehängt. Denn in der ganzen Christenheit, da wird der Menschen nichts geschenkt. Damit ihr aber nun nicht denkt, das wird von uns auch mitgemacht, wird Herr Mackie nicht aufgehängt, sondern wir haben uns einen anderen Schluss ausgedacht. Tik preden pride do usmrtitve, se pojavi Brown kot kraljevi odposlanec in naznani, da Mackie ni le pomiloščen, ampak da je celo povzdignjen v plemiški stan in bogato nagrajen. Gerettet, gerettet! Ja, ich fühle es. Wo die Not am größten ist, die Hilfe am nächsten. Ach, Mackie, du bist gerettet. Ich bin so glücklich. So wendet sich alles am Ende zum Glück. So leicht und friedlich wäre unser Leben, wenn die reitenden Boten des Königs immer kämen. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden? Ist das Ende meistens gut? Hat nur er ihn drüben viel
Spoštovane gospe in gospodje, hvala za vaš aplavz in hvala nocojšnjim nastopajočim. Ich bitte jetzt seine Exzellenz, den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Klaus Riedel, der freundlich die Schirmherrschaft für die heutige Veranstaltung übernommen hat, auf die Bühne. Sedaj pa na oder vabim častnega pokrovitelja današnjega večera, njegovo ekscelenco, veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, gospoda Klausa Riedla. Izvolite. Ja, bravo. Guten Abend, dober večer. Dragi dijakinje in dijaki na odru in v zaodrju, dragi sodelujoči učitelji, iskreno vam čestitam za to odlično predstavo. Aplavz je bil povsem zaslužen. Spoštovani gospod župan, spoštovana gospod poslanka, spoštovani gospod poslanec, spoštovani gospod ravnatelj, gospe in gospodje člani učiteljskega zbora, dragi dijakinje in dijaki, spoštovani gostje. Bertolt Brecht, kateremu je posvečen današnji večer, je bil velik moralist, eden največjih nemških pesnikov in njegova opera Za tri groše eno najpogosteje uprizorjenih del nasploh. Poleg tega pa je bil Brecht občasno tudi optimist, včasih še sam presenečen nad svojim optimizmom. To recimo odraza njegova pesem Pomlad. Na veji posušeni cvet je zacvetel, se danes po noči je podrudil in maja ni zamudil. Upanje tako mi je zbledelo, da že sem jo odpisal za okras in korist. Skoraj bi jo posekal. To spominja še na eno veliko nemško osebnost, ki smo se ji poklonili v preteklem letu, namreč na Martina Luthera, ki je rekel, da bi tudi, če bi vedel, da bo jutri konec sveta, danes posadil še jablano. Spoštovani prisotni, v veliko veselje mi je, da sem nocoj z vami. Te moje besede niso floskula, temveč prihajajo iz srca. Kaj je razlog za to? Kot prvo seveda izbrana tematika, namreč obravnavanje enega najbolj izjemnih nemških pesnikov in, kar je še posebej razveseljivo, predstavitev opere Za tri groše v nemškem jeziku. To je bilo zares odlično in je odraz visoke ravni pouka nemškega jezika na vaši gimnaziji. Vedno znova z velikim veseljem ugotavljam, koliko dijakinj in dijakov se tako intenzivno in uspešno uči nemščino. To doživljam v razredih, ker diskusija poteka v nemškem jeziku, kar se mi zdi izjemno. In piko na i predstavljajo predstave, kot je nocojšnja. Kakšni dosežki ne padajo z neba. Poleg vaše pridnosti imajo velike zasluge za ta uspeh tudi učitelji nemščine. Vsem njim gre velika in iskrena zahvala. Vse večje zanimanje za nemški jezik vidim tudi v kontekstu naših odličnih medsebojnih odnosov. Naši državi sta tesni partnerici na političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Naša razstava fotografij vzdolž ograje veleposlaništva, ki smo jo pripravili lani ob 25. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov, je prikazala najpomembnejša srečanja slovenskih in nemških politikov na najvišji ravni. Na gospodarskem področju imamo nadvse tesno partnerstvo in naši odnosi na področju kulture in znanosti in tukaj vedno rad omenim begunca Primoža Trubarja v Nürnbergu in Rotenburgu, imajo dolgo zgodovino. Veselje ob današnji predstavi me ponese nazaj k Bertoltu Brechtu,
ki je leta 1954 napisal čudovito pesmo Radosti, s katero vas ne bi želel prikrajšati. Radosti. Prvi jutranji pogled skozi okno. Znova najdena stara knjiga. Navdušeni obrazi. Sneg. Menjava letnih časov. Časnik. Pes. Dialektika. Tuširati se. Plavati. Stara glasba. Udobni čevlji. Dojemati. Nova glasba. Pisati. Saditi. Potovati. Peti. Biti ljubezniv. Tako pravi Bertolt Brecht. Jaz dodajam, opera za 3 groše, uprizorjena nocoj na gimnaziji Celje Center. Najlepša hvala za vašo pozornost. Danke, Ihre Exzellenz. Zweifellos hat Literatur Macht, die keinen Rivalen hat. Das ist die Kraft, die uns aus dem Alltag holt, um uns an die Schönheit, die uns umgibt, zu erinnern. Verehrte Gäste, wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Abend in unserer Gesellschaft verbracht haben und laden Sie recht herzlich in den Nebensaal zum Gespräch und zu einer kleinen Bewirtung ein. Brez dvoma ima literatura moč, ki nima tekmeca. To je moč, ki nas predrami iz vsakdanjika, da bi nas opomnila na lepoto, ki nas obdaja. Spoštovani gostje, upamo, da ste z nami preživeli prijeten večer in vas vljudno vabimo, da se nam pridružite pri klepetu ob manjši pogostitvi v stranski dvorani. Lahko noč. Gute Nacht.